Ich bin ja noch gar nicht so weit. Sabi. Ja, grüß Gott beieinander. Ja, Sabi, jetzt hast du mich aber gerade gewaltig aus dem Konzept gebracht. Grüß Gott beieinander. Danke, Sabi, vielen lieben Dank für deinen Raid. Wie war dein Stream? Es tut mir leid, ich habe keine Zeit gehabt, dass ich bei dir einschaue. Ich war bis vor 5 Minuten auf der Baustelle. Danke für dein Raid und willkommen an dich und deine Community. Servus Leon, servus Saibo LP, ich hoffe, ich rede das richtig aus. Servus Bugul. Hallo nun, Sabi natürlich, grüß dich Gott. Mausepiep, grüß dich. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Hat's zauberhaft in den Montag gekommen. Ich hoffe, ihr habt ganz gute Unterhaltung gehabt bei der Sabi. Aber da gehe ich jetzt einmal ganz schwer davon aus. Alles fit bei euch? Wie geht's euch? Ja, für alle Leute, die mich jetzt vielleicht noch nicht kennen, ich bin der Bazi, ihr Herz ist, ich spreche Niederbayerisch, ich komme quasi fast aus der gleichen Gegend wie der Sabi. Ja, wenn wer was wissen möchte zu mir und meiner Person, einfach gern einen Chat vorhauen damit. Und falls wer nicht versteht, was ich hier spreche, dann auch einfach sehr, sehr gerne nachfragen, mir übersetzen gern. Ja, hast du, das LP brauchst du aber nicht sagen, Saibo reicht total aus. Okay, alles klar, Saibo, dann weiß ich diesbezüglich Bescheid. Am Bugul geht's gut, das ist sehr schön, das hört man gerne. Was redet er? Genau, der Shoutout für Zabi ist im Chat. Gern draufluschern, wer es noch nicht da hat, aber ihr kennt es ja vermutlich gerade alle von der Sabi, von daher wisst ihr ja was euch da für guter Content erwartet. Es war fleischig. Oha, Fleisch ist ja eigentlich immer gut. Fleisch ist eigentlich immer gut, wenn es mich fragst. Saibo, danke dir für dein Following. Vielen lieben Dank. Willkommen, willkommen. Ja, ich war jetzt gerade, wie gesagt, ich habe mir jetzt vor 5 Minuten hergeguckt, mehr oder weniger, und habe streamtechnisch alles ready gemacht, dass ich es noch pünktlich schaffe. Und ja, dann grätschen die Drachen um. So von wegen nix damit im Startscreen verstecken, du kommst gefälligst gleich wieder. Ist euch definitiv gelungen. Der Luki ist übrigens auch schon da. Ja, den habe ich nicht vergessen. Das ist der erste im Chat gewesen. Luki, habe ich dir. Auch an dich. So, Freunde der Sonne, wir haben eine neue Emotes. Der Herr YBO, beziehungsweise der Mr. Ask hier im Chat, der hat sich die Mühe gemacht, einmal meine Emotes auf Vordermann zu bringen. Sowohl Follower als auch Sub-Emotes haben überarbeitet. Noch nicht alle, aber zu 80% müsste das jetzt so passen. Kann sein, dass sich noch das eine oder andere ändert. Aber dann, ja, haben wir wenn ich schon einen neuen Namen mache, dann muss ein neuer Anstrich her an Emotes. Einen wunderschönen, flauschigen Nachmittag miteinander. Danke, Ripsy, habe ich dir. Grüß dich Gott, den wünsche ich dir natürlich auch. Wir haben aber mal noch Essbarem so bis später. Saibo, vielen lieben Dank für dein Lurk. Name, danke für dein Following und natürlich später dir einen sehr, sehr guten Appetit. Ja, lass du ja die nicht verhungern. Ja, das war ja nicht so zauberhaft. Jetzt kommt der Spotty, ja, der nächste Ohrjährige. So, ja, sehr toll.
Sehr toll. King of Barbecue habe ich die Ehre, grüß dich. Wie geht's da? Ja, den Alert haben wir gestern erst wieder gehört. Ist auch mal wieder da, das freut mich. Das freut mich, wenn es da wieder da ist. Herr Spotty. Servus zusammen, rotes Herz. Servus zusammen, rotes Herz. Mr. Spotty, danke dir für dein Resub im 12. Monat. Ein Jahr geschubster Bazi-Content. Das ist sehr, sehr zauberhaft. Spotty, vielen lieben Dank für dein Resub. Natürlich weiterhin willkommen und viel Spaß mit den neuen Emotes. Danke dir. Def, habe die Ehre, lernt noch Arbeit. Kein Problem, danke dir. Lass dich in der Arbeit nicht stressen. Gutes Schaffen. Ja, da geht's ja schon turbulent los. Spotty, alles gut bei dir? Ich hoffe doch. So, Freunde, wir tun heute weiter mit Wolong. Ja, also Wolong. Wo müssen wir in Long? Keine Ahnung. Wir haben da gestern angefangen. Ich bin bisher sehr, sehr positiv von dem Spiel überrascht. Wir haben jetzt in Gebiet Nummer 3, glaube ich. Wenn man das Tutorial-Gebiet mitrechnet, ja, dann müssen wir in Gebiet 3 sein. Wir haben schon 3 Bosse erfolgreich zusammengepimmelt. Müssen wir mal schauen, wie es halt weitergeht. Ja? Bin ich schon sehr gespannt. Nun, danke dir für dein Following. Wie lang in Wolong? Ja, genau, das so. Wie lang? Keine Ahnung. Schauen wir mal, dann werden wir schon sehen, da ich sagen. Irgendwo wird es uns dann schon hinverschlagen. Ich muss bisher sagen, habe ich gestern noch am Ende des Streams gesagt, es ist ein bisschen leichter als andere Souls-Spiele tatsächlich. Also jetzt für mich, weil ich halt sehr gerne Souls-Spiele spiele. Also wenn einer überlegt, mal ins Souls-Genre einzusteigen, war Wolong wahrscheinlich eine gute Option. Gibt's im Game Pass, also ihr müsst es eigentlich nicht für den Vollpreis kaufen. Also wenn ihr einen Game Pass habt, Xbox Game Pass, dann könnt ihr euch das runterziehen. Wo geht's da lang? Ja, das wäre Mr. Barbecue, das werden wir herausfinden. Ja, wir haben jetzt in dem Gebiet, wo wir jetzt sind, das ist recht groß, ja, das ist recht weitläufig. Mehr wie verlaufen können wir uns nicht. Ja, und irgendwann rennen wir schon in einen Riesenboss rein, dann wissen wir, dass wir richtig haben. So, auf der Art. Schauen wir mal. Ich bin jetzt noch am Überlegen, ob wir auf japanische Sprachausgabe umstellen, weil irgendwie kaufe ich dem Spiel die englische Sprachausgabe nicht so ab. Das passt irgendwie nicht so ganz ins Setting. Aber ansonsten, ich hoffe, dass sie das mit den Tutorial-Texten bei den Bossen wieder noch legt. Ja, weil die großen Tutorial-Texte während der Bosskämpfe, die wo einmal quer durch den ganzen Bildschirm gehen, das ist ein bisschen semi-optimal. Müssen wir mal schauen. Vielleicht regelt sich das mit der Zeit dann selber. Oder es kommt ein Update. Ja, also ich bin quasi schon im Spiel, aber Update ist tatsächlich ganz erschienen. Also gehe ich mal davon aus, das bleibt uns erstmal so erhalten. Aber gut, das ist halt dann so. So, Stream geht heute wieder bis circa halb 8, halb 3, 8, je nachdem, wie wir fertig werden oder wie wir jetzt stehen bleiben. Und dann, meine ich, passt das für den heutigen Montag. Ja, ich hoffe, es ist ja jeder gut in die Woche gekommen. Den ersten Tag haben wir schon, beziehungsweise ich noch nicht. Ich muss noch in die Arbeit, also ich habe heute Nachtschicht tatsächlich. Aber okay, werden wir auch umbringen. Werden wir rüberbringen. Hoffe. So. Dann würde ich vorschlagen, wir schauen in-game, Freunde der Sonne, und schauen wir mal zusammen, was wir gestern alles ausgerichtet haben. Oder berichtet haben, oder was auch immer. Irgendwas haben wir schon. Haben wir schon 2 Score. So. Gut. Schauen wir mal, jetzt möchte ich noch schnell Spracheinstellung umstellen. Ich stelle jetzt auf Japanisch um. Normalerweise gibt es eigentlich für Laien gibt's einen Unterschied, einen hörbaren Unterschied zwischen Chinesisch und Japanisch. Kennt man als Laie da einen Unterschied? Schon ein bisschen, meine, oder? Mal die japanische Sprache, also ne, rein vom Hören ist mir ja ein Begriff, durch das, dass ich halt Animes geschaut habe. Momentan schaue ich nicht viele Animes, aber ich glaube, dass Japanisch vielleicht für die meisten noch irgendwie ein wenig ein Begriff sein kann. Aber gut. Schauen wir mal. Gyogogo-Tal, Provinz Chi, Stadt Chao. Ein mysteriöses Tal im Herzen des Taihang-Gebirges. Schöne Sache. Der
Zugspitzen wo? Wo ist die Zugspitzen? Da gibt es einen Unterschied. Scheinbar, haben wir sagen lassen. Ich glaube, ich kenne es nicht wirklich außer. Ich glaube, der Chines spricht ein wenig abdroschener wie der Japaner, aber sonst. Aber ob das allein richtig außerhört, ich glaube fast nicht. So, genau. Wir haben gestern Donaustäblen, wir haben das Raben, Drachen, Augen, Dingens, Kirchenviech noch irgendwie zusammengehauen. Ich habe keine Ahnung, was es darstellen soll. Es ist irgendeine Mischung aus Pfau, aus Echse, mit Fliegeln, keine Ahnung, was das sein soll. Inventartechnisch, wie schauen wir denn da jetzt eigentlich aus? Wir haben ein bisschen was gefunden, sage ich. Genau, den Heim können wir nicht drum, weil sonst haben wir überladen. Das sagt man unten, dass wir dann auf 108% also Ausrüstungsgewicht kommen. Da wird man quasi überladen, das war nicht so gut. Aber sonst hätte ich jetzt da eigentlich nichts Besseres, nicht, wenn ich das richtig... Oder? Ja, doch, da hätten wir schon noch was, meine ich, oder? Da, den mit 40. Ja gut, das ist der gleiche. Das ist der gleiche quasi. Was haben wir da noch? Neue Hosen hätten wir auch noch. Aber jetzt auch nichts dabei, was uns merklich weiterhelfen hat. Ja, okay. Waffen. Da haben wir die Doppelschwerter. Stimmt, wir haben uns gestern noch so ein bisschen mit der Skalierung beschäftigt. Birgit, habe ich die Ehre. Bitte mal Boss zerpimmeln. Sehr gut, Birgit. Danke dir. Viel Erfolg beim Boss. Highlander, habe ich die Ehre. Grüß dich. Alles fit bei dir. Genau, jetzt kann man aber dann eigentlich einmal hergehen bei der Standarte, oder? Da kann man jetzt einmal die überschüssigen Waffen einmal verkaufen, hätte ich fast gesagt. Warte mal, wie ist denn das gegangen? Alles prüfen? Ja, genau. Kaufen wir mal. Gut. Passt alles soweit, das hört man gern. Das hört man noch gerne. Gut. Haben jetzt hier Streiterei mit dem angefangen, ja? Das hat's auch die Helden. Ja, die anderen kämpfen jetzt da oben umeinander. Oder er ist der Einzige. Er muss wieder einen Krieg anfangen da drum. Sehr gut. Okay. Genau, da hinten haben wir nämlich... Da haben wir nämlich ein Ding gefunden gehabt. Eine Flagge. Wir müssen aber jetzt, glaube ich, irgendwie da oben. Wenn mich nicht alles täuscht. Die Frage ist, wie kommt man da oben? Wir müssen jetzt auf der anderen Seite nochmal. Moment einmal. Ah, da kann man... Na, warte mal, von da haben wir oben raufgekommen. Also mir beobachtet. Da muss der irgendwie hinkommen, jetzt pass auf. Gut. Das macht aber da jetzt auch nicht wirklich einen Unterschied. Ja, weil von da haben wir hergekommen. Okay, ja gut, da musst du da hinten irgendwo weitergehen. So, mal, müssen wir schauen, jetzt ist mir beruhigt gerade. Oh, da ist ja noch einer. Oh, ja gut, okay, so geht's natürlich auch. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt bin, aber werden wir schon irgendwie zurückfinden. Voilà.
Da hinten ist eine Flagge auf jeden Fall. Ich gerade sagen, du bist aber hoffentlich schon hier. Ah ja, okay. Ja genau, perfekt. Jetzt können wir wieder da hin, wo wir runtergefallen haben. Unplanmäßig. Das ist noch ein Loot, okay. So, jetzt nicht wieder irgendeinen unnötigen Krieg anfangen. So, warte mal, jetzt gehen wir nochmal schnell ans Leuchtfeuer sozusagen, an die Fahne und tun nochmal respawnen. Damit ich meine Heilung wieder hab. Warte mal, wir könnten uns bestimmt einen Stufenaufstieg leisten, oder? Ja, würde ich gerade sagen. Waren jetzt die anderen zwei, die haben jetzt da, okay. Nicht wieder kämpfen. Mitkämmer. Verwundbare Momente mit 50 tödlichen Angriffen getroffen. Nice. Ja, okay, dann müssen wir aber da irgendwo weiter auf jeden Fall. Geht gar nicht anders. Okay. Sieht mir aber da jetzt ehrlich gesagt gerade nicht aus. Weil runterfallen lassen macht keinen Sinn. Wir müssen da irgendwie über die Brücke drüber. Da ist ein Lorter. Ah, Moment einmal. Muss man sich da einen Moment da runterfallen lassen? Oder geht's da hinten irgendwo lang? Jetzt warte mal. Ach, da geht's einfach nach unten, deswegen. So kann man es natürlich auch machen. Ja, okay, es geht da einfach runter. Stinkt normal. Was wird bei dir? Alter Kämpfer. Da haben wir Loot. Helm des Generals. Möchte ja Sneaky Peaky machen, möchtest du es eh nicht glauben. Gerade von der Arbeit heim und pünktlich zum Stream, sehr gut. Oh, irgendeine Streitaxt haben wir gefunden. Warte mal, was haben wir denn jetzt da? Da haben wir wieder den Helm gefunden, da, oder? Ja, okay, den kann wieder keine Sau nicht. Darum wird Schweiß. Bringt uns auch dabei immer nichts, okay. Warte, und irgendeine Waffen haben wir noch. Warte mal. Bronze Streitaxt. Tu mir das einmal herzeigen, was ist es? Walleck! Meinst du, ob wir da einen Baum fallen können für einen strengen Winter? Gut, die ist halt langsam ohne Ende, die Waffen, gell? Okay, dann machen wir einen Breakdance. Ja, die Waffen an sich ist... Die ist ganz cool, aber die ist halt sehr, sehr träge. Servus, Eloy! Na, ist fit bei dir? Jetzt schauen wir erst einmal. Schreiben wir einmal ein wenig. Ja, das... Der war nicht schlecht. Da wurde ich gebaitet.
Stirb! Oh, da haben wir was. Sehr schön. Freut mich, dass bei dir alles passt. Bei mir ist weiter alles gut. Wieder back in action in China. Tag 2 sozusagen. Aber schön, dass alles passt bei dir. So. Ich habe mir genau gedacht, dass man rausgesprungen kommt. So, weg mit dir. Schmutzhaufen. Handschuhe des Befehlshabers der gelben Turbane. Ein Gott am 30, wenn halt einmal ja kriegt, die wo wir ein wenig besser machen, dann kann ich kein Mensch etwas sagen. Hab das Spiel auch probiert und beschlossen, es ist nichts für mich. Ja, es ist halt Souls-like, ne? Das muss man mengen oder man mag es halt nicht. Wobei halt, wie gesagt... Ah, da bricht die Brücke ein. Wobei ich halt, wie gesagt, der Meinung bin, dass das tatsächlich eher einsteigerfreundliches Souls-like ist. Weil du eben NPCs hast, die wo da helfen. Und man sich in Koop spielen kann. So, das Gute ist, da ist jetzt eh die Standarte, wo man... Leck, was ist denn das da und? Was bist du? Boah, leck, bist du ein Panda-Bär. Boah, das ist ein Panda-Bär. Das ist ein flauschiger Panda-Bär. Oder ist es ein... Natürlich ist es ein Panda. Das kannst du am Blämen verzeihen. China und Pandas, das geht gar nicht anders. So, das Ding ist halt jetzt natürlich, gell, da unten. Wir haben jetzt 2 Tiger. Das ist halt, mit 2 Tiger sich anzulegen, ist halt jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt die beste Entscheidung. Jetzt pass auf, jetzt werden wir da erst einmal rasten, ja, damit wir sicher auch da wieder respawnen, falls wir sterben dann. Nervennahrung wo? Wegen dem Boss meinst? Ja, danke dir. Ja, dodgen war nicht so. Wollte mir jetzt halt aber auch nicht mit 2 anlegen. Hat der sein eigener? Ach, Schild eigentlich schon. Alter, ich kann doch nicht dodgen. Okay, der ist raus. Aua. Hopplatsch. Okay. Die haben die Hand nicht übel, die 2. Vor allem, ich habe jetzt nicht dodgen können, aus welchem Grund auch immer. Aber da hat wahrscheinlich das Timing nicht so ganz passt. Aber gut, macht nichts. Können wir gleich nochmal probieren. Es war ein bisschen unglücklich von mir, weil ich beide gleich alarmiert habe. Das war jetzt vielleicht nicht unbedingt die beste Entscheidung. Ja, wenn wir nur einen haben. Dann wird es gleich leichter. Ah, 6 da. Da wird's gleich deutlich leichter, wenn wir nur einen. Oh, ist ein Panda-Bärli. Ein Shitishu ist ein Dämon, der für Menschen keine Gefahr darstellt. Er will einfach nur verschiedene Metalle fressen und belohnt alle, die ihm Geschenke zum Fressen bringen, mit Kleinigkeiten. Gib ihm Gegenstände, die du nicht brauchst. Wenn du einen Gegenstand aus deinem Inventarmenü auswählst und fallen lässt, ist in der Shitishu. Ach, das sind wir die, ja, das ist so ähnlich wie die...
Wie die Kodamas aus Nioh. Warte mal, den Helm können wir ja ohnehin nicht dran und den haben wir, glaube ich, dobit. Nein, das war so nicht geplant. Moment. Inventar, genau, das brauchen wir. Warte mal, kann man aber eigentlich jetzt... Die Axt, die skaliert sowieso nicht mit dem. Den haben wir mal fallen lassen. Ja, und jetzt... Oh! Oh, der frisst einfach meine Hacke. Was kriegen wir da jetzt dafür? Ein Bronze-Liubo-Würfel, was auch immer das ist. Ja, nice. Wir haben aber noch einen so einen Tiger dahinter, den wir noch umzipfen müssen. Da eine Zug jetzt dann auch. Haben wir ihn noch. Warte mal, können wir den vielleicht? Ah, warte mal. Den können wir bestimmt von oben irgendwie angreifen. Jetzt passt so wacht. Und da sind wieder so bei Gegner, oder was? Ah ja. Oh, Ende im Gelände. Da ist auch noch irgendwas. Ja, das ist jetzt, das Gebiet ist halt einfach ein bisschen weitläufig. Ja, das kriegen wir schon. Jetzt passt's auf. Bleiben wir, der mal eins nach dem anderen. Ist jetzt der Tiger, so, oder? Ja, richtig. Okay, das war clean gedodged. Nice, perfekt. Easy. Ja, also man muss die Gegner ein bisschen aufteilen, damit es ein wenig leichter wird. Drachenader Essenz, da haben wir doch gestern etwas gelernt, dass Essenzen die Heilwirkung verbessern und die Drachenader Kristalle erhöhen die Menge, dass man Heilung, also die Menge an Heilung. Das ist gut. Das ist gut, das verwenden wir gleich mal. Die Wiederherstellungskraft des Drachenheilungstopfes hat sich erhöht. Nice, perfekt. Ja, nice, perfekt. So, dann schauen wir uns da noch ein bisschen besser um. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Da einer zur waren schon. Geht's denn da ja hinten her? Da ist das Item gelegen, oder? Ja, genau. Da müssen wir nach oben schauen. Was wir sonst noch haben. Da war jetzt das Lager. Da ist die Brücke, wo wir umgekommen haben, genau. Gibt's da hinten irgendwas? Ah, da hat uns der andere angegriffen, ja, weiß ich schon noch. Okay, passt. Kann man das einschlagen? Nein, kann man nicht, okay. Wir haben jetzt eine Moral von 23, das ist eigentlich schon ganz gut. Uns geht noch eine Hauptflagge ab und 2 kleine Flaggen. Damit wir alles in dem Gebiet haben. Ja, der pennt jetzt so dezent, ja, der hat recht. Der Babypanda! Es ist ein Babypanda! Er ist vollgefressen! Okay. Da oben haben wir runtergekommen, ja, dann geht's da weiter wahrscheinlich. Oha, was ist das? Das ist ein neuer Gegner. Oh, Alec, was ist denn das? Was bist denn du? Eine Meerjungfrau oder was? Der Streit ist der gelben Turbane. Ja, ich brauche halt einmal, Freunde der Sonne, ich brauche mal was Nice. Oh, der macht mir sogar ein bisschen was. Eisangriffskraft, Gegner mit negativen Effekten, Gesundheit plus 11. Physischer Widerstand darf aber sinken um 0,3, aber dafür das andere hat steigen. Ja, ich nehme den jetzt einfach mal, das passt dann schon.
Bin ich mir nicht so sicher, wie das... Da mal Ohren anlocken. Ja, lieber mal Ohren. Nicht zu viel auf einmal. Aua. Gut, wir machen aber schon guten Schaden auch, gell? So ist es nicht. Den zweiten anlocken. Aua. Tigersiegel, okay. Genau, wo dahinter haben wir gekommen. Ist das sonst noch ein Gegner? Da oben ist auf alle Fälle eine Flagge. Aber wie kommen wir da jetzt hin? Sollen wir schauen. Ring 2 Leder? Rang 2, Ring 2. Rang 2 Leder. Da geht's dann durch. Da müssen wir aber irgendwie aufkommen. Oder geht das womöglich wenn wir da entlang gehen? Ja, das kann sich hingehen. Oder es geht da hinten noch weiter. Ja, müssen wir nochmal schauen. Die Flagge will ich mir nicht entgehen lassen. Das steigert auch unser Moral. Was bedeutet, dass wir es dann beim kommenden Boss, wann auch immer der kommt, dass wir es dann ein bisschen leichter haben tatsächlich. Sollen wir schauen. Aber da meine ich, ist es nicht weitergegangen, oder? Nein. Okay. Ui, wir haben schon wieder einen Haufen Elixier, also Seelen quasi. Schauen wir mal. Weil die Spiegelungen vom Wasser, die schauen ja richtig geil aus. Der ist hier. Da hinten ist eine Flagge. Beziehungsweise da oben. Kleiner Brocken war das Key, okay. Das ist wieder so ein... Ah, das ist der Anführer, der bewacht die Flagge dahinter, okay. Lassen wir den nochmal da stehen. Oh, das ist ein Tiger. Können wir uns das Sneaky Peaky anschleichen? Aua. Stirb. Jetzt bin ich kurz vorm Selbststerben. Ja, schon her. GZ, Birgit. Nice. Good job. So, dann wollen wir die Flagge da aktivieren. Das ist Flagge 4 von 5. Und da oben draußen war ja nur eine, ja. Da müssen wir uns dann merken. Und so, und da hinten ist noch eine Hauptflagge, wenn man nicht alles täuscht. Das ist bei dem Anführer da unten. Okay, das war erstaunlich leicht. Okay. Da laufen auch so viele Gegner rum. Au. Ihr habt's einmal wieder geschafft. Mr. Herbert!
Das freut mich außerordentlich, dass du es auch wieder mal einer geschafft hast. Danke für deinen Resub im 15. Monat, Alter. Vielen lieben Dank. Weiterhin willkommen in der Basik und viel Spaß mit den Emotes. Wie geht's da? Alles fit bei dir? Ich hoffe doch, dass bei dir alles im grünen Bereich ist. So, wir haben ja alle Hauptflaggen, jetzt geht uns nur noch eine so eine kleine Flagge ab. So, wir schauen, wie wir die auftreiben. Ja, den stichen wir mal Sneaky Peaky weg. Oh, der lebt noch. Tigernsiegel, okay. Ja, da unten ist Bossareal. Da ist Bossarena, okay. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir draußen die Flagge noch irgendwie kriegen. Mal gucken. Da laufen noch allerhand Gegnerzeigen umeinander. Da. Der ist hier, der macht nichts mehr, das passt. Den Ramame aufzeigen, perfekt. Den können wir jetzt, passt auf, können wir den ablenken? Na, leider nicht, okay. Also so. Sneaky Peaky ist auch noch eine. Ja. Alles sauber looten. Gut, der Wuhan-Kavallerie, okay. Ritualrobe des Hexers, okay. Das ist ein Shortcut offensichtlich. Das müsste jetzt da sein, wo... Ja genau, da geht der Federknädel da umeinander. Passt, dann haben wir da den Shortcut auf. Perfekt. Da war aber noch irgendwo ein Tier, meine, wenn mich nicht alles täuscht. Uns geht jetzt die eine Flagge ab, aber wie kommen wir da hin? Ist da oben. Da müssen wir irgendwie anders hinkommen. Geht nicht anders. Wir übersehen wir da irgendeinen Weg. Oder ein Lorter oder irgendwie sowas. Dass man vielleicht hinten mal geht. Wobei, nein, macht keinen Sinn, weil von da geht's auch nicht her. So, ne, muss er da irgendwo weiter. Da muss irgendwie von da hinkommen. Da gibt's auch nichts, oder? Okay, nö. Ah, warte mal. Ah, ja, perfekt. Das Rätsel auch schon gelöst. Perfekt. Unterdrückung der Ketzerei. Perfekt, dann haben wir alle Flaggen. Nice. Optimal. Haben wir jetzt eine Moral von 25, weil wenn das nicht hoch ist, dann weiß ich es aber auch nicht, gell? Dann können wir jetzt einen Boss machen. Nice. Bei Heilung haben wir ja die eine Heilung, nehmen wir schon noch mit. Und der mal aufwerten.
Okay. Erster Boss des Tages, Freunde der Sonne. Schauen wir mal, was der kann. Gestern haben wir jeden Boss innerhalb der ersten 3 Versuche umhauen können. Schauen wir mal, ob uns das heute auch gelingt. Ich sage dir gleich, wenn du dann einen Anwalt nimmst, dann baust du kein Heisel nimmer. Das ist berechtigt, Mrs. Fichterli. Habe ich die größte. Ich hab die Hogwarts Legacy Stories durch. What the fuck? Ja, nice. Und? Was sagst du abschließend zum Spiel? Hyped auf Teil 2? Interessant, Lul. So. Nächster Boss. Schauen wir mal, was das für einer ist und was er kann. Okay, der hat quasi... Aha. Ja, das ist okay, der ist okay, der... Oh, der kann supporten, das finde ich schon wieder nicht so gut. Kannst du mal stehen bleiben? Alter, wir haben jetzt schon deutlich mehr eine Moral wie er, what the fuck. Nochmal Helm. Okay, Drohsteh ist auch nicht unbedingt das Beste. Oh, er hat es aus meiner Ult außer Teleport. Oh, doch nicht. Nice. Ja, den Schei war jetzt nicht so krass. Oh. Ja, easy, first try. Ruhmreicher Sieg. Ja, okay. So kann man Boss auch mal first tryen. Brauchen alle Nebenquests, Nebenhandlungen und so weiter. Dann die ZAGs ist jetzt irgendwie ein komisches Gefühl im Sinne von, wie meinst du das? Weil es vorbei ist? Was machen wir jetzt? Happy Weihnachtsfeier oder was? Weil es vorbei ist? Ja gut, du hast ja noch einen Haufen Endgame-Content dann, vermutlich.
罪なき人々を救うため振るうべし。ただの荒くれでは終われねえ。世に笑顔を取り戻してやる。清流のごとき強き義兄の志を持って。 Boah, kriegen wir jetzt einen Drachen als Gottbestie? Wir kriegen einen chinesischen Drachen als Gottbestie. Boah, chinesischer Drache OP. Bei der Macht von Grayskull wacht auf, kommt jetzt gleich die Magic. Vielleicht? 久々に魂が震えたぞ。兄者、ご無事で。黄金の兵らはここから撤退したようだ。祭壇の奥から高層へ抜けられよう。我らも後を追う。また会おう。それまで勝手に死ぬんじゃねえぞ。 Du hast Qinglong-Jade durch einen Eidschwur erhalten. Nice. Was? Eine Belohnungen: Rang 1 Stahl 4-mal, Rang 2 Leder 3-mal, Helm des Streiters der gelben Turbane und Rüstung des Streiters der gelben Turbane. Okay. Ist glaube ich nicht Apps, was wir nicht schon haben, aber. Ja, der Boss war jetzt. Ja. Ich muss sagen, wir haben halt, glaube ich, Sim-Moral mehr gehabt als er. Das macht es halt natürlich schon deutlich leichter, gell? Wir haben halt so viele Gegner zusammengehauen in der Overworld, dass uns der Boss jetzt quasi fast überhaupt nicht mehr hat gefährlich werden können. Der hat uns ja fast keinen Damage mehr gemacht. Und der hat uns oft getroffen. Ne? Das muss man schon sagen. Also es lohnt sich tatsächlich, dass man so viel wie möglich Gegner macht, bevor das man in ein Boss-Areal geht. Also das glaube ich, kann ich jetzt mit Sicherheit behaupten, dass das in dem Spiel sehr, sehr vom Vorteil ist. Je mehr Gegner du zusammenhaust, umso besser. 10万対2万だ。策はあるのか、曹操殿。いずれかが餌となり敵を引きつける。その隙に別動隊が聴覚を狙う。Also jemand die Spender in der Spiel. だがどう迂回させる。聴覚もバカではない。備えを残されると。先ほど見つけた裏道です。攻めるならここかと。気に入った。とんだ広いものだ。こやつはわしが連れて行くぞ。Boah, dem seine Rüstung schaut geil aus. 虎殿は言い出したら聞かんからな。この孫権についてこい。手柄を立てたいのならな。 Was, die schauen irgendwie schauen aus wie so ein Zirkuskasperl und er ist halt voll der General, ne? Wir mit unseren Lumpen als Rüstung. Guangzhou, Judo-Kommandant Provinz, irgendwas. Mit Sun Yan verbündet, okay. Wer ist sie? Achso, hier hinten ist die Dame, okay. So, wo ist jetzt so die eine Flagge, die wir schon haben? Die muss ja da irgendwo sein. Vermute mal. Wir haben nämlich einen Haufen Punkte zum Ausgeben. Geh du mir auf die... Also mit dir kommen wir rein. Ach, da oben ist die Flagge, okay. Ich habe mir nur das Standardspiel gekauft. Wichterlich. Beziehungsweise ich habe mir was gekauft, ich habe es im Game Pass einfach runtergeladen. Oh, da ist die Schmiedin, das ist gut. Hallo, ich will mit der reden. Kann man erst mal so. Oh, noch 2 Aufstiege. Okay, machen wir mal unsere Belastbarkeit besser, damit wir ein bisschen eine Rüstung dran können. Jetzt halt.
この方は Ja, sie ist der Schmied, genau. でもよかったら Mann, jetzt kann labern auf, ich will. Dankeschön. So, ich will. Was ist das Ritual? Schwert des Chaos. What? Moment einmal. Da müssen wir erst einmal luren. Ja? Wir haben jetzt einen Ringknaufsäbel. Gut, die ist aber schon auf +1. Müssen wir vielleicht auch dazu sagen. Die hat aber gerade. Die hat nur 1 Sub. Wahrscheinlich marschierender Drache hat. Die hat auf alle Fälle 2. Die hat auf alle Fälle 2 Spezialangriffe, aber die skaliert dafür nicht mit. Die skaliert nicht mit unserem Attribut. Mit unserem Holzattribut. Das ist ein bisschen doof. Das ist halt das Gute, weil die eine B-Skalierung hat. Wir brauchen noch quasi eine zweite Waffen, die wo ein bisschen besser auf. Jetzt pass auf, die können wir ja da einer da dabei einmal. Warte mal, was hast denn du für ein Angriffsmuster? Let me see. Okay, ja, nice. Ja, ich weiß, ich möchte jetzt nicht irgendeine so 0 auf 15 Standard Rotzerwaffen da aufwerten, weil die ist ja praktisch, die kann ja nix quasi. Da will ich warten, bis ich irgendein bisschen nicht kriege. So, mäßig, ne? Okay, das ist auf alle Fälle schon mal besser. Die ist auch besser, die können wir sogar tragen. Ja gut, das ist die gleiche, die wir schon haben, okay. Da haben wir nichts Nice. Und da auch nicht, okay. Warte, da gibt's noch was? Ach, das war das, was wir von dem Panda gekriegt haben vorher. Ja toll, das bringt uns ja gar... Der hilft ja gar nichts da. Ja gut. Okay. Schauen wir mal, sparen wir uns einfach unsere Ressourcen einmal auf. Irgendwann kriegen wir schon mehr Waffen, die wo sie sich lohnt, weiter zu entwickeln oder weiter zu verbessern. Okay. Ja, bis das er daherkommt dabei. Okay. Ich wollte gerade sagen, greifst du auch einmal an? Django? Warte, mit der 4 Zug jetzt auf jeden Fall weiter. So, da kommen wir nur daher, wo der Schütze gestanden ist, okay. Oh, da hinten ist eine Flagge. Die natürlich bewacht wird, okay. Okay. Ja, nur mehr Auskundschaften. Aha. Moral 2. Ach so, das ist gar kein... Ist das ein Magier? Ja, der ist auch nicht mehr der Jünger.
Feuerkessel? So, stell mir da mal vorne einer. Steigt unsere Standhaftigkeit auch gleich wieder um. Das ist die Frage, es geht wahrscheinlich da auf wie zur weiter. Also laut Map zumindest. Ah, da ist wieder so ein... Okay, ja, da ist wieder so ein... Das ist wieder so ein Federvieh. Jetzt warte mal. Mit Armbrust, die macht mehr Damage. Deutlich mehr Damage. Oh, der ist Stufe 10. Der ist halt nicht ohne, ne? Na, da meine ich, da haben wir jetzt aktuell Kasik. Den sollte man noch nicht machen. Da ist aber auf alle Fälle eine Flagge, die müssen wir uns merken. Ich vermute mal, dass wir da sowieso herkommen. Früher oder später. Nur mal schauen. Wenn wir noch so 3, 4, 5 Gegner umhauen, dann haben wir Moral von 5, dann kann es schon gehen. Aber jetzt aktuell ist er, glaube ich, nur ein wenig stark. Ja, das denken wir, man kommt dann, das ist die gleiche Höhe. Du kommst dann wahrscheinlich durch das Tor durch und dann da rein. Ja, machen wir es mal ja so. Damit wir kann uns mal unsere Vorräte auffüllen. Was denn da sonst noch? Da gibt es eigentlich nicht so viel. No. Jetzt halt. Gut. Okay, dann überall Wachen, teilweise auf die Dachel. Nice. Oh, da ist einer hinten. Armbänder des Hexers. Okay, gut, das ist Aufwertungsmaterial hier. Da ist eine Flagge, gut zu wissen. Gut, dass die nichts sehen. Au. Ja gut, jetzt hat man auch noch nicht. Okay. Gut, dass da oben so ein Standard gewesen ist. Ja, im Moment, wenn es eigentlich öfter gegen die Random-Gegner stirbst, als wir gegen Bosse. Aber jetzt weiß ich ja schon, dass da einer ist. Ah, komm. Hey, what the fuck? Maul.
Jetzt machen wir es einfach gleich so. So, Rache erfolgreich, perfekt. Kriegt einen Bolzen ins Gesicht, weil warum nicht? So, dahinter ist eine Flagge. Die Flagge da ist gesperrt. Und dahinter ist ja dann auch nur mehr eine. Moral 10 oder etwa Moral 10 sollte man haben, wenn wir gegen das Federviech gehen. Da können wir runterklettern, okay. Das sparen wir uns jetzt dabei einmal. Da haben Wuffis. Können wir den nicht mit der Armbrust... Wie jetzt? Ich kann den nicht mit der Armbrust abschießen? Seriously? Und der hat Schwachstelle? Der Hund kann springen, oder was? Tatsächlich. Ah ja! Oh, wie die winseln. Okay. Servus, Jassi, grüß dich. Na, ist fit? Wie geht's da? So, wer von dir die Prinzen ist jetzt der Stärker? Wahrscheinlich... Ja, er. Aua! Aua! Heilen. Na, los mich! Du Arschloch, du Hund! Auf zwei gleichzeitig konzentrieren ist... Boah, schwierig. Ja, komm. Okay, wir müssen das müssen wir ein bisschen anders machen, oder? Das. Ja, okay, die Flagge müssen wir anders machen. Da müssen wir ein bisschen sneaky-peaky hervorgehen. Gegen 4 Gegner gleichzeitig... Schwierig. Vor allem, da ist ein Bogenschütze, der hat mich komplett aus dem Konzept gebracht. Mir geht's ganz gut, Montag überstanden und dir? Ja, das Montag überstehen immer gut. Montag überstehen ist das Wichtigste in der Woche. Wenn du den überstanden hast, dann fährt er schon gar nicht mehr so weit. Aber soweit, schön, dass der gut geht. Bei mir passt soweit eigentlich auch alles. Bis auf das, dass ich tatsächlich mehr gegen Standardgegner struggle als wie gegen Bosse. Ja? Aber ansonsten, alles gut. Hätte man vielleicht doch die Waffen einmal aufwerten sollen. So. Ist he? Nice. Ich glaube, ich hätte die Waffen... Ich hätte die Waffen aufwerten sollen. Bleibt dabei. So, warten, bis wir 6 Bit zum Schmied kommen.
So, da hinten schimmert nämlich auch so ein Drecksbogenschütze. Ah, fuck, dann werden die getriggert. Aber er nicht, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ist 2 Hand, da könnt ihr gerne mal hergehen da. Wo ist der jetzt? Da hinten ist er. Ja, da wird's gleich leichter. Das, wenn ich vorher gewusst hätte. Ist nice, das Game. Schaut auf alle Fälle super aus. Ja, ich bin sehr positiv von dem Spiel überrascht. Also wirklich sehr, sehr positiv. Gerade für Souls-Einsteiger, da die fast sagen, sehr gut geeignet, weil du halt immer irgendeinen NPC hast, der wo mit dir mitläuft. Im Level davor waren wir zu dritt insgesamt, jetzt haben wir zu zweit. Also, wenn du auf chinesisch angehauchte Spiele stehst, ja, dann ist das tatsächlich vielleicht eine Überlegung wert. Ich hab jetzt übrigens die japanische Sprachausgabe eingestellt, weil ich die englische dem Spiel nicht abkaufe. Ja, jetzt bist du da, jetzt bist du nicht mehr so cool. Was das gleich ausmacht, das ist unfassbar. Was das ausmacht, wenn du einen Gegner allein machst. So, da ist die Standard bestellt, dann wird das automatisch frei. Qiang Grummsäbel. Grummsäbel erst. 5-farbiger Knüppel. Der darf mit Holz skalieren. Die Grummsäbel haben wir schon 2-mal. Das ist jetzt bitter, weil der Grummsäbel skaliert nicht einmal mit Holz. Aber was ist denn das für ein Knüppelding da? Lass mich da mal schauen, was kann der? Oha, der hat ein schnelles Angriffsmuster. Ah, ich glaube, den los ich mal. Mit einem Mönchstock zuhauen war beim Son Goku schon erfolgreich. Also das muss schon ein wenig was bringen. Mehr Gesundheit, mehr gut. Das mit Zauber, das peile ich halt einfach überhaupt nicht. Das ist mein Problem. Man kann die Blitzschaden machen. Was ist dann das da? Dann schleudert der Blitze nach vorne. Ja, das... Ja, lerne ich jetzt einfach. Weil, Mann, was soll ich? Was haben wir da noch? Ja, okay, das ist irgendwie wack. Ich weiß auch nicht. Das mit der Sprache verstehe ich komplett. Ja, ich hätte grundsätzlich nichts gegen die englische Sprachausgabe gehabt. Allerdings, wie gesagt, das passt irgendwie nicht zu dem Spiel. Ich weiß auch nicht. Okay. Schauen wir mal, kann ich da schon irgendwas... Bisschen Giftblasen... Verbesserte Verteidigung, Blitzansturm... Blitzwaffe... Die kann ich tatsächlich... Ah, das nehmen wir jetzt so tatsächlich. Ah, die kann ich noch nicht nehmen, weil ich noch nicht 7 Moral habe, oder? Ich habe noch nicht 7 Moral. Ich habe 6 Moral, okay. Ja, gut. Aua. Jetzt habe ich 7 Moral. Ah, und jetzt ist der Zauber automatisch frei. Okay. Okay. Ist zwar nur sehr kurz, der Waffenbuff, aber... Und nachher umpimmelt. Okay, nice. Ja, da hinten geht's weiter. Ich will aber dann erstmal wieder um, weil da läuft nämlich auch noch irgend so ein Federviech umeinander. Und jetzt haben wir 7 Moral, jetzt kann man eigentlich schaffen tatsächlich. Jetzt passt auf. Ah, jetzt sind die auch wieder lebendig. Ja gut, macht nichts.
Gut, die Frage ist, wie kann man mit einem Stecker durchstoßen? Das Brennhaus habe ich der, grüß dich. Na, ist fit bei dir? Und danke für den Lurk. Ja, das sollten wir jetzt aber eigentlich schaffen können. Jetzt haben wir 8 Moral und der ist bei... Oh, da ist noch einer. Gleich mal neutralisieren. Ja, Lul, das Viech greift mich nicht einmal an. Okay, wundert mich. Okay, die Waffen, die... Aber... Au. Oh, der lebt noch. Okay, er hat noch gelebt. Die Woche hat einigermaßen gut angefangen. Das freut mich zu hören. Dann hast du am Montag schon geschafft. Dann wünsche ich dir und Enk einen angenehmen Feierabend und einen gemütlichen Aufenthalt. Ich hoffe, ich kann einen Feierabend ein bisschen versüßen. Mit dem ersten Minuten, dann holen wir uns da auf alle Fälle da haben wir die Flagge. Dann haben wir noch Loot. Ja, den Stab, den fühle ich irgendwie nicht. Ich weiß es auch nicht. Ja, das Beste, was ich habe, ist die Waffen tatsächlich. Das ist die erste Waffe, was ich gekriegt habe. Das ist mit Abstand jetzt das Beste. Oh, ein Feuerkessel. Oh, die war besser, aber dann kriege ich Fat Roll. Das heißt, ich muss noch ein bisschen meine Gewichtsobergrenze oberbringen. Okay. So, gibt's da sonst noch irgendetwas? Schaut gerade nicht so aus. Kann man da auf? Nö. Gut, da geht's nicht weiter. Passt. Oh, hi. Du sollst nicht labern, du sollst mit deinem Schwert zuhauen, du Zipfjaram. Was ist denn mit dir? Der labert mir ständig ein Ohr. Schaut, dass er mir mit seinem Schwert zuhaut. Stehen ja nur Gegner umeinander. Da oben ist nur Apps. Bam, oh, ein bisschen die Armbrust.
Ja, was heißt besser? Sie hat mehr Stats. Ist auch noch offen. Rang 3 Leder, okay, das habe ich noch nicht gehört. Uiuiui, das Gebiet ist auch wieder so ewig groß. Da hinten ist eine Flagge. Ui, aber tatsächlich erst einmal auf der... Dann geht der Tiger spazieren. Wir müssen wahrscheinlich da hinten in den Palast hier. Jetzt pass auf. Da war aber vorher auch noch ein Spot da, wo wir noch hier hätten können. Das schauen wir noch schnell geschwind an. Mal, weil die Gegner da haben jetzt sowieso kaputt. Da feiert uns jetzt erst einmal sowieso nichts mehr. Wollen wir da mal schauen? Genau, die gehen auch mal ab 8. Perfekt. Oh, da ist wieder Panda-Bärle. So, schauen wir Inventar. Geben wir jetzt einfach mal irgendeine Rüstung. Schauen wir, vielleicht nimmt er das ja. Oh, ist ein Panda-Bärle. Oh. Eine Dizzy-Flöte. Was ist denn eine Dizzy-Flöte? Oh, das ist ein Accessoire. 4 Stern. Positive Effektdauer plus 3,6%. Wasserphase, Zauberwillensverbrauch minus 2, Willensschaden, Gift, Angriffskraft, Zauberdauer. Aha. Skaliert sogar mit unserer Holzding, das nehmen wir. Zupfte. Aha, die zwei hängen moraltechnisch wahrscheinlich beieinander. Oder außen rum. Oh ne, okay. Ja, gut, dass wir noch mal durchgegangen sind. Es lässt aber auch nahezu jeder Gegner irgendeinen Loot fallen. Das ist so krass. Da hinten ist noch eine Flagge. Oh, hi. Ich komme dann noch hin, indem ich... Ah, da hinten ist ein Lord da. Okay, da muss ich dann praktisch... Moment einmal. Da geht's von der anderen Seite um. Okay. Alter, chill da, Knierscheiben. Was ist denn mit dir? Oh, toll, nicht sterbe. Oh Gott, ich muss den ganzen Weg da umrennen. Ah, ärgerlich. Schade. Wo haben wir mich jetzt da? Ja, das ist der große. Okay, da muss ich retour. Das hilft jetzt nichts. Muss ich mal leider schon anschauen.
Okay. Ich will wieder schnell meinen Schutzgeist ändern. Warte mal, wo haben wir denn das? Kampfvorbereitung. Gottbestie. Was macht die? Ich nehme jetzt einfach mal meinen Drachen. Und da stehen auch noch ein Haufen rum. Au! Warum bin ich das fix aus Wurfmesser? Lass mir jetzt einmal da stehen. Servus Price, habe dir. Na, wie geht's unseren Meisterschüler? Will der jetzt unbedingt Stress oder was? Oh mein! Essen bei dir, wenn ich zuschaue, dann wieder lernen. Eieieiei. Dann wünsche ich dir auf alle Fälle einen guten Appetit und einen angenehmen Feierabend. Soweit. Und schön, dass du da bist. Freut mich. Gibt's denn gut? So, der andere soll jetzt dann erst einmal augenblicklich mein Moral wieder ausrucken. Aber warte mal, dahinter ein Hund, oder? Stören mich die? Ah, gefährlich. Moment. Ich bin nicht mehr auf. Blöd. Okay, easy One-Shot. Ja, die können wir nicht in Quere. Das kann man nicht vorstellen. Ja gut, jetzt muss ich sowieso da oben dann. Leberkastbrot und Paprika dazu. Lebercheese. Lebenskäse. Lebenskäse immer gut. Das möchte überhaupt meinen. Hey, weißt du, bist ungefähr der nutzloseste Schimmel, den es auf der Welt gibt. Du gehst einfach nur spazieren. Also, ich weiß auch nicht. Da wird er gleich daheim bleiben können. So, Gottbestie ist verfügbar. Jetzt müssen wir mal schauen, wie man mir... Ja, das kommt dann wahrscheinlich von der anderen Seite, I guess. Ja. Das ist ja schon mal, der lebt noch. Wo haben wir denn jetzt wieder? Was? Wo? Wo? Ach, da oben. Also jetzt haben wir da in dem Innenhof hier drin, okay? Okay, das ist ein brennender Igel, toll. Der, wo am Ende explodiert, nice.
Ah, okay, das ist jetzt das Dorf, wo wir vorher waren. Okay. Da hinten ist die... Da hinten ist die Flagge und da geht's dann nochmal irgendwo links in die Mauer rein. Damit wir auf die andere Seite kommen. Genau, da haben wir nämlich vorher gewesen. Richtig, da unten waren wir vorher. Das heißt, wir werden uns jetzt mal systematisch das Gebiet da vorne nehmen. Da haben wir gelootet, da hinten ist nichts mehr, da ist die andere nicht da. Da kann man jetzt hingehen, weil dann fangen wir da an zum Weiterarbeiten. Machen wir es gleich so. So, kann ich jetzt die andere Ausrüstung tragen, ist die Frage. Ja, die kann ich jetzt tragen, ohne dass ich Fettroll kriege. Perfekt. Eisenschwert. Also wirklich, die Waffen, die wo ich gerne hätte, die habe ich noch nicht. Die bleibt noch aus. Müssen wir vielleicht, wenn wir das nächste Mal zum Schmied kommen, müssen wir unbedingt Zeige einlagern. Oder verkaufen im Idealfall. Beziehungsweise kann ich da jetzt eigentlich auch tun, oder? Ja, mal ist zwickert. Gut, dann haben wir jetzt einen Haufen Stuff. Sowieso, dann haben wir Brandbomben dabei. Na schau, jetzt schaut's mal eher mal. Bis dass du angreifst, ganz ehrlich. So ein richtig nutzloser Typ. War es ja nicht so, dass ich ihn brei hat, aber trotzdem. Da waren die anderen, die wo wir dabei gehabt haben, schon deutlich besser. Ringknauf, Säbel, Stufe 2 oder Stern 2. Ja, der macht zwar, okay, das war zum Beispiel noch etwas, was man wieder auch einmal aufwerten kann, und dann, wenn wir beim Schmied irgendwann einmal Hand. Da hinten ist der Tiger, okay. Oh, da wird der andere auch getriggert, das ist aber jetzt schlecht. Aber. Hey, Respekt, der hat meinen Gegner umgebracht, ohne dass ich was tun muss. So, schauen wir da mal auf. Okay, wen kämpfst jetzt du wieder? Ja, da unten bist du gut aufgekommen. So, der Drache macht der Pfeil da, wo ich kalt wie, oder was?
Okay, Tiger ist weg. Ah, 6. du Spritzer, so geht's. Okay, brauchen wir. Moment einmal, ich muss mir einen Überblick verschaffen. So, da hinten waren wir. Okay, das haben wir alles. Da sehe ich jetzt aber auch nirgendwo eine Flagge, die wo noch offen ist. Außer die da hinten ums Eck. Oh, da lebt der auch wieder. Genau, das ist jetzt die da runter. Und da können wir wie hin. Über den Weg dahinter. Okay. Ich bin auch so einmal. Da ist noch Loot. So, da wo wir raufsteigen und dann da oben. Okay. Achso, du kehrst da zu uns. Ja, lul. Okay. So, die Flagge haben wir. Perfekt. Ja, unter was für einen Einfluss stehen die bitte? Bitte rein, scheiß da um. Oh, da ist ein dicker. Da ist ein ganz dicker. Da hinten ist noch mehr Flagge. Okay. Den kannst du also doch. Aua. Ja. Ich weiß nicht warum, aber das Einzige, an das ich bei dem Spiel denken muss, ist. Hashirama. Ja, weil ich es auf Japanisch umgestellt habe, wahrscheinlich deswegen. Okay, Standhaftigkeit wieder gestiegen. Aber so wie ich das sehe, gibt es in dem Spiel in dem Level 2 Bosse. Muss fast so sein. Oh, da ist noch mehr Tiger. Hey, der hat uns auch nicht gemerkt. What the fuck? Was ist denn das für ein blindes Viech? Ich meine, okay, ich nehm's, aber. Ja, perfekt. Das ist ja Zauber aufgelaufen. Eisenschwert. Da muss aber noch mal irgendwann umgehen.
Ah, vielleicht da, warte mal. Oh, hi. Ich wollte gerade sagen, kannst du bitte auch mal die Güte haben anzugreifen, wenn der mich schon verhaut? Dankeschön. Sehr nett von dir. Aha, da geht's auf. Ja, der ist raus. Da unten war noch eine Flagge, ich hab's nicht gesehen. Oh, leck! Achso, und da haben wir wieder da dann, okay. Ja, lul. Besahi, perfekt. Oder können wir aufs Dach schauen, ne? わしと同じく幽谷の心を抱く神の使命。いや、わし以上かもしれぬ。先々を見抜くようなあの戦術眼や人材の活用。この男を敵に回したと考えると恐ろしくなるほどだ。Ja, Hauptsache 5 Truhen haben die da in der... Was haben der Diener-Kavallerie des weißen Pferds? Lul. Schade eigentlich. Ah, nichts Besseres dabei. Ja, ein bisschen eine Rüstung finden tust eher selten tatsächlich. Also bisher zumindest. So gut, dann machen wir jetzt da unten nochmal... Also mit der Hackfleisch hast du nicht so Hacker, ja toll. Es ist schon brutal, was das ausmacht, wenn du eine hohe Moral hast gegenüber einem Gegner. Oh, da ist auch noch etwas. Doppelschwerter des galanten Schwertkämpfers. Ja. Oh, leck, was ist denn das? Doppelmarkisch Hellebaden. Wait a minute, what are you? Die schauen vorher gar nicht mehr so schlecht aus. Ich glaube, die... Ich glaube, ich führe mir mal zu Gemüte. So. So, und so wie ich das sehe, kommt jetzt da dann... Okay, da kommt noch kein Bosskampf. Mhm. Ja, die machen... Oh, leck, die machen deutlich mehr Schaden. Können wir da aufsteigen? Ah, schon, das geht nicht. Aber wir können da umgehen, oder? Tatsächlich. Ah, das ist also... Aha, da schon her. Und da geht's zu der anderen Flagge hinten. Bin ich mir eigentlich sogar fast sicher. Easy. Ist der Entdeckerdrang wieder belohnt worden? Perfekt. I like. Dann haben wir jetzt halt 5 von 6 große und 4 von 7 kleine. Schauen wir mal, was da passiert, wenn wir da reingehen.
da ist ein dicker. Muss man auch geben. Dieser dicke Mann. Was mir? Ist da noch irgendwas anderes? Oh, da ist ein Riesen-Item. Was heißt Riesen-Item? Das ist leicht so komisch. Also wie blind, dass die Viecher da teilweise haben. Drachenaderkristall, perfekt. So hast du eine Heilung mehr. Warum kann ich den jetzt nicht verwenden? Okay, darf da kein Gegner in der Nähe sein? Da darf offensichtlich kein Gegner in der Nähe sein. Ja gut, okay, jetzt pass auf, das haben wir gleich. Okay. Der haut mit Zombie-Schnitzel. Ja, jetzt, wenn ich angreife, greift der auch. Möchte warm einer. Okay, kann ich es jetzt verwenden? Ah, okay. Gut, wieder was gelernt. Die Drachenaderkristalle kann ich erst dann verwenden, wenn kein Gegner in der Nähe ist. Da laufen noch ganz schön viele Gegner umeinander, du leck mich am Arsch. Okay, der ist One-Shot. Ja gut, die zwei kleinen anlocken ist glaube ich auch eine dumme Idee. Perfekt. Rudi, du schaust für einen immer so gesund aus für das, dass du nie angreifst. So, wie kriegen wir jetzt eng 2 dazu, nicht gleichzeitig gut zum Greifen? Ich will auf alle Fälle da hinten den Tempel, da ist noch was drin, der ist nicht umsonst da. Okay, das sollte eigentlich ein anderer Angriff werden, aber... Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Gott sei Dank. Warte, kann ich da noch mal aufmachen? Ja, Gott sei Dank, okay, da kann ich aufmachen. Perfekt. Da habe ich jetzt ungern an die Flagge gegeben, weil jetzt sind die meisten Gegner nämlich da weg. Mal einer sneaken. Okay. Brockenwahres Key. Elixier. Okay. Gut entgegenkalt.
Ah, das von der anderen Seite zu. Da müssen wir nochmal. Da müssen wir irgendwie aufkommen. Das kann man sogar schaffen. Jetzt Moment einmal. Ja, jetzt haben wir leider nicht mehr so viel Heilung. Aber jetzt ergründen wir einfach nochmal den Tempel da fertig und dann gehen wir einfach um Flagge. Das ist, glaube ich, jetzt das Beste, was wir tun können an der Stelle. Und mal schauen. Ja, da bietet man fast... Achso, können wir da gar nicht auf. Das ist wahrscheinlich machen, wenn man über die Treppen geht. Oder schaffen wir das so da? Nein, das geht gar nicht, okay. Aber müssen wir den Weg sowieso nehmen, wenn wir über die Treppen aufgehen. Dann müssen wir jetzt rechts dann irgendwie weggehen, damit du auf das Dach laufen kommst. Nice. Ist auch noch irgendetwas, oder? Aber das Level ist echt groß. Also es ist bisher... Boah, leck, was bist denn du? Wer bist denn du jetzt? Es gibt da Invader, oder was? Wenig aushalten oder nicht? Okay. Okay, der hat eine Stufe 4 Kopfrüstung. What the fuck? Oh, da haben wir bis. Ja gut, die kann ich nicht drum, da habe ich wieder Fettroll. Das ist unflauschig. Okay. Aber warum kommt der, wenn ich da hergehe? Ist das irgendein Sinn oder irgendein Zweck? Oh, was ist da hin? Achso, das ist bewusst, dass ich da nicht durchkomme. Okay. Ab vom Hof. So, wir schauen, ob wir es schaffen bis zur nächsten Flagge, ohne dass wir sterben. Aber wir wollten ja schauen, ob wir... Ich weiß, wie man da raufkommt. Da ist nämlich noch ein Raum, den will man noch anschauen. Irgendwo müssen da Treppen sein dann. Es macht halt brutal viel Bock, da das Spiel zu erkunden. So, und da müsste jetzt noch normalerweise irgendwo der Eingang sein. Da ist er. Gehen wir aber erst einmal außen rum, falls wir irgendwas looten können. In dem Fall nicht, okay. Ah, da ist eine Flagge herin, da schau her. Perfekt. So, eine kleine gehen wir jetzt nur 2 ab und eine große nur noch eine.
Aber ich glaube jetzt fast, dass wir da jetzt am Ende vom Level haben und geht uns jeweils, da gehen uns 3 Flaggen insgesamt ab. Es sei denn, da hier vorne ist dann nur mehr eine. Oh, hey. Okay. Ah, da geht's dann weiter oben. Ober dann. Oh, das ist ein großer, okay. Notiz des großen Waisenmentors. Okay. Wie jetzt geschickt, jetzt meint der Große kommt uns noch. Auf alle Fälle eine Truhe. Ah, da ist die letzte große Flagge, okay. Oh, der hat aber 20 Moral. Oha. Ja, easy. Mich am Arsch. Wie direkt Schwitzer. So, so wie ich sehe, haben wir den nächsten Boss. Gesundheit. Okay. Das war dann nur einer, okay. Ne? Freunde, ich mache schnell eine ganz kurze Pause, ich muss schnell aufs Klo. Und wir machen dann auf alle Fälle den Boss nach, okay? Also nicht weggehen, ich bin sofort wieder da. Bis gleich. Gut, da müssen wir. Die ist defekt, die Flauschknädelcam. Also ich hab mir schon Ersatz noch bestellt.
Aber bei all die Webcam, die ist, also die, wo ich da für das hernehme, die ist leider, ja, die hat es zeitlich gesehen, nicht aus welchem Grund auch immer, ich weiß nicht wieso. Und ja, deswegen leider kein Knädelcam. Den Chat hätte ich tatsächlich einblenden können, das stimmt. Das habe ich jetzt tatsächlich übersehen. Einmal sorry. Ich gelobe Besserung. Kommt bis da, habe die Ehre. Der Ausrufezeichen Dauerlurker, danke dir. Dauerlurker sind ebenso willkommen. Also wie direkt aus. So, jetzt passt's auf. So, ich darf vorschlagen, wir schauen jetzt mal, was da für ein Boss dahinter ist. Ja? Da hat man noch, was ist denn jetzt kaputt? Ja, wie gesagt, Knädelcam ist defekt und ein Chat, das habe ich vergessen, dass ich ihn einblende. So, schauen wir mal. Boss-Time. Was war der Boss halt? Oh. 巻き返す手は他にないぞ。天候大吉。 Okay, Freunde, deswegen nehmen wir mir keine Pillen, okay? Ja, angenehm, gefreut mich, dass ich die kennenlerne. Sagen ja auch General des Himmels. Oh Gott. Ja, erst einmal lernen, was er macht. Der hat eine Moral von 20. Sandstürme macht er auch, wow. Gibt es irgendein Naturphänomen, wo es der nicht macht? Aua. Das ist nicht heftig, in dem Fall kannst du quasi nicht verwundet werden. Okay, jetzt werde ich mehr Heilung brauchen. Na, mal rum zu dir. Autsch. Hä, was? What the fuck? Wieder First Try?
Und die Moral von der Geschichte, die Bosse sterben oder nicht. Ja, in dem Fall First Try. Schon der zweite Boss halt First Try, what the fuck? Und das blind. Ich kenne die Bosse alle nicht. Da zählt, wie gesagt, da zählt es sich wieder massivst aus, dass man so viel wie möglich Gegner umhaut. 討伐の手柄はお主に持っていかれたな。 Oh, da ist wieder der zintige Alte. 面用なやつ、何者だ。なんとまがまがしい気よ。おお、貴公。あの気を見てもおじぬか。義勇兵にしておくにはもったいないな。 Oh, kriegen wir jetzt wieder Gottbestie? 我ら孫家は竜と競り合う力すがいし虎の一 Oh, ein Tiger. その地に宿すは時代を切り開くに足るそうあの悪しき気はいずれ我らの行く手を阻むであろうわしかそれとも好敵手たるお主かどちらが先に世を包む闇を切り裂くか見ものだな Bei dir läuft's besser als bei mir mit First Try. Ja, du musst halt sagen, ich zock schon lange nur sehende Spiele, wobei ich wirklich sagen muss, die Spiel kommt jetzt von der Schwierigkeit her nicht an einer rein Soul-Spiel dran. Also finde ich jetzt. Es ist schon deutlich leichter. Ah, hi. Rainen weiblich. 気の乱れはあの男のせいなの急いで老師様に知らせないと一緒に来てくれる Was mir jetzt gerade auffällt, wir haben ja die letzten zwei Bosse jetzt keine Tutorial-Texte nicht gehabt, right? Ehrgeiz des Tigers. Alt mit Sun Qian geschworen, okay. Du hast bei Hu Jade durch den Eidschwur erhalten. Sehr schön. Was haben wir jetzt da gekriegt? Rang 2 Stahl 2 mehr. Ja, das habe ich ja schon. Außer die Doppelschwerter. Wahrscheinlich. Wie gesagt, durch dieses Moralsystem in dem Spiel ist schon deutlich, es ist schon leichter. Ja, also wie gesagt, da waren wir jetzt wieder 6 oder 7 Moral her als der Boss selber. Das kennst du halt. Vielleicht jetzt nicht vom Damage Output, aber vom Damage Input, den du kriegst. 世を騒がした黄金の乱の首謀者聴覚はその掌声とともに消えました。しかし戦乱が続き大地から死の匂いは消えません。戦乱の元凶となっていたのは私欲に走る高官たち。その元凶を断つため英雄たちもまた動き出します。Aha. Das peile ich jetzt nicht, aber. 帰ったのかい校長。老師が心配していたぞ。お客さんかい珍しいね。うんそんなところごめん急いでるから老師様老師様山に妖魔が現れてね老師が調べに向かったよありがとう老師様が心配だわでも山に行くのならしっかり準備しないと Aha, laufen wir jetzt quasi mit. Geheimes Tor. Oha. Ja, schön ausschauen tut schon, gell? Also du kannst dem Spiel wirklich nichts abgewinnen. Mein Gott, das chinesische, japanische muss jetzt nicht unbedingt an jeden gefallen. Aber es schaut schon gut aus. Also mir gefällt es schon brutal. Rein optisch. So, schauen wir erst einmal, was wir da haben.
Ja, da haben die ganzen Charaktere drin. Ja gut, das ist jetzt... Was sind da noch alles? Dämonischer Soldat, dämonischer Offizier, dämonischer Hexer, Shui Gui, wie auch immer. Also so Meerjungfrau-Ding, die hat Depf, das ist gut. Swan Yu, ja, das ist der komische Vogel. Das ist die komische Ratz, oder das... Ja, eher Ratz, hätte ich fast gesagt. Ein Huoshu, dann ein Suyan, das war der erste Boss, der erste offizielle. Feng Shi war auch ein Boss. Aber ist ein Babypanda. Wenigstens irgendwas, was uns freundlich gesonnen ist. So, wir haben eine Ausrüstung gekriegt. Doppelschwerter, das... warte mal. Das ist die Bronzehellebarde. Ja, es hat halt leider alles nicht die entsprechende Skalierung, die ich brauche, blöderweise. Rüstung haben wir auch selbst gekriegt. Da haben wir was Besseres. Nice, perfekt. Ah, nicht wirklich, okay. Ein Weihrauchbehälter. Okay. Die folgenden Funktionen unter Kampf wurde frei. Kampfausrüstung. Invasion. Das Kampfausrüstung speichere die aktuelle Ausrüstung, Attributseinstellungen oder lade gespeichert. Ach so. Okay. Was macht die Gottbestie? Raserei des Bio. Was machst denn du überhaupt? Du machst Metall. Das andere ist Holz. Ja, dann los ich meinen Drachen auf alle Fälle mal. Okay. Schauen wir mal. Was ist jetzt? Ist da wieder? So, das ist mein Verbündete, oder was? Alle! Warten wir's. Schauen wir mal, was das für Berge ist. So, ein paar Minuten dauert. Also, und jetzt läuft sie mit uns mit. Okay, alles klar. In einem Bambuswald, nice. Das Spiel erfüllt bis jetzt immer so die ganzen Klischees, die man so an China oder Japan oder wo es auch immer hat. Weil da kannst du, depperer Köter, einfach mal Sitz machen. Was ist denn mit dir? Warte mal, haben wir mir nicht... Hätten wir mir nicht eigentlich 5 von denen... Von denen Heildinger? Wir haben doch einen zu uns genommen, oder nicht? Na, wir haben nur 4, okay. Natürlich läuft immer verdammten Bambus-Sweater ein Tiger umeinander. Ich meine, war völlig irrelevant sonst. Ja, der wird uns ein wenig steil werden jetzt. Aber nicht lange ausge... Ja gut, der ist ja 10 Stufen höher wie mir. War jetzt auch dämlich, dass ich den rausgefordert. Ja, das war auch dämlich.
Der ist 10 Stufen über uns, das haben wir ja gar nicht schaffen können. Müssen wir erst Moral wieder in den Tee bringen, dass wir gegen so einen Tiger anstingen. Ja. Da ist eine Flagge drin. Aha, da hinten ist eine Flagge, okay. Ja. Bitte. Sitz. So, da ist dann die Flagge, perfekt. Gut. Also gibt es wieder 2... Oh... es ist der Tiger. Ja, das wird jetzt eigentlich nicht. Okay. Tigerhahn unflauschig. Aber wie macht man denn das dann? Da müssen wir jetzt ja quasi erst einmal einen Haufen Gegner machen, die wo... Achso, wir fahren ja da wieder an. Okay. Ja, der andere, der snackt jetzt natürlich unser... Der snackt jetzt natürlich unser Moral, aber es hilft jetzt nicht. Ja, den haben wir halt aktuell noch keine Chance nicht. Boah, kann das Viech aufhören, mir auf Nerven zu gehen? Dankeschön. Ja. Achso, da können wir einmal außen rum. Ja, okay, dann macht Sinn, dass die Tiger schon auf... Oh, hi. Das war der erste Boss noch im Tutorial. Okay, die kennen wir jetzt schon als Standardgegner. Wow. Schwerer Kavalleriespeer. Wir brauchen echt einmal irgendeine andere Waffen wie das Schwert.
Oh, das war aber gar nicht... Der Speer, der skaliert... Moment einmal, warte mal. Der Speer skaliert doch mit Erde. Das ist eigentlich nicht schlecht. Weil mit Erde skillen wir mir teilweise. Okay. Ja, den lassen wir jetzt mal. Mehr Speer. Oha, der schaut aber richtig fancy aus, der Speer. I like. Ah, da ist eine Flagge. Okay. Geht der Chat nicht oder sind alle im Lurk? Ich vermute mal, dass alle in Lurk kann. Also bei mir geht er zumindest. So, fragmentbares Key, okay. Da ist der Volldepp, der unser Moral hat. Aber die holen wir uns schon noch. Da oben ist auch noch mehr Tiger. Wie viel hat der? Das ist ein Anführer auf jeden Fall. Der hat 5. Ja, okay, das kriegen wir hin. Bis nehmen wir beim Diablo 3 schnetzeln. Ja, da ist eine neue Season angegangen. Okay, jetzt haben wir Moral 4. Kriegt er vor, aus dem Lurk und wieder zurück. Bis daheim, Kuchler. Ja, dem ist alles gut. Und einen guten, Ripsi. Braun 3 Stahl, okay. So, gehen wir mal da oben mit. So. Jetzt. Perfekt. Große Maschinen in Horizon Forbidden West klatschen. Story, was ist das? Ja, das ist nicht so relevant momentan. Viel Spaß bei Horizon. Hello. Okay, dann haben wir eh schon. Jetzt haben wir Rang 6. Jetzt darf uns eigentlich der Tiger da unten ein wenig leichter fallen dann. Weil wir noch ganz so underlevelt. Der ist jetzt noch immer 10 und der da unten wahrscheinlich auch. Dann gehen wir aber trotzdem noch mal außen rum und kommen dann über den Fluss wieder einer. Im besten Fall, das geht. Nice. Da ist ein größeres Item. Oder wieder irgendein Special Item. Moral 6, okay. Der hat auch Moral 6. Aha, ja, ich seh schon, wo die sie führt. Achso, das ist da die Frage. Okay, ja, kenn mich schon aus. Der Speer gefällt mir bisher.
Perfekt. Kleidung des namenlosen Kriegers plus 2. Ja toll. Hilft mir nix. So, ich setze mich dann mal mit Maschinenstundensätze auseinander. Price, danke dir fürs Dasein und merci für den Lurk. Lass dich von den Maschinenstundensätzen nicht ärgern. Was haben wir denn da? Dekorativer Knoten. Oh, der erhöht unseren... Der erhöht unsere Heilung. Nehmen wir natürlich gern. Da oben ist noch eine Flagge. Okay, jetzt kümmern wir uns aber erst einmal um die Tiger da hinten. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, dass uns der einfach Hops genommen hat. Ah, da geht's nicht durch, okay. Ja, da müssen wir nochmal retour. Hilft ist nix. Das Media aber ein Schwamm, einer. Okay, dann ist der schon mal weg. Gibt mir nur noch Rezept für Adam, ob der wo man meine Moral gestohlen hat. So, die hören wir aber wieder. Darfst du schwau nicht mehr. Gut, vielleicht hören wir es aber auch nicht mehr. Den erst. Okay. Oh, da ist auch noch eine Flagge, die habe ich gar nicht gesehen. Ja, aber teilweise richtig fies versteckt. So, Schluss mal, wir tschüss zusammen. Jetzt Brenners, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir noch einen angenehmen Montagabend. Und merci fürs Dasein. Vielen Dank. Wir machen eh gleich Schluss. Also allzu lang machen wir eh nicht mehr. Jetzt schauen wir, glaube ich, nur noch zur nächsten Flagge und dann hauen wir einen Hut drauf. Okay, der da. Oh, da kommt noch mehr eine. Scheiß mir, Jungfrauen.
Hätte ja eigentlich richtig easy zum Kontern. Wir laufen aber einen Haufen rum von denen. Okay, ist wieder so ein Helm. Kopfstück des Shan-Yue-Soldaten. Ja, der Helm ist schon schön und gut, aber... Jetzt warte mal, kann ich dann vielleicht... Ja, wenn ich dann der 4D drücke, dann kann ich den Helm dran und passt es auch wieder. Sonst ist aber da jetzt nichts. Keine Flagge, kein gar nichts, oder? Da oben war eine Flagge, da musst du aber wahrscheinlich da links weg. Da ist eine große. Kampfe aber der. Na, ist fit. So, da ist auch wieder. Achso, ja, da kommst du dann wahrscheinlich über weiter oben. Dann oben, okay. So. Du hast ja gerade Frühlingsrollen reindonnert. Ja, das ist perfekt für Montagabend. Das ist ja perfekt. So, dann wir da mal das in Tee, damit wir mal einfach mal langsam mehr Rüstung dran können. Warte mal, wo war denn das jetzt da Verstärkungen? So, ich kann da jederzeit eine rufen, oder was? Ja, der war ja der nutzloseste überhaupt. Was hat denn sie? Sie ist Baum. Ja, dann brauchen wir jetzt idealerweise an mit einem anderen Element. Nehmen wir mal mit. Ah, jetzt haben wir zu zweit. Okay. Also zu dritt besser gesagt. Oh, Panda-Bärle. Panda-Bären futtern der man natürlich schon. Der Panda hat Hunger. Gürtelhaken, okay. Ah, perfekt, da ist die Flagge. Nice. Jetzt gehen uns noch zwei kleine und eine große ab letztendlich. Okay. Da hinten ist auf alle Fälle die, wo wir gerade aktiviert haben. Okay. Aber wie geht's jetzt weiter? Ach, da auf, okay. Schaut's mir an, wenn es da gleich unflauschig wurde. Da ist die letzte Hauptflagge. Gegner wo? Am Wolk. Jetzt bist du ein Krokodil oder was? Alter, wie viel Schaden macht denn das Viech? Good job. Haben wir schon gedacht, das passt nicht. Haben wir schon gedacht, das passt nicht ganz ins Bell. Ah, Herrgottselig. Nehmen wir das können wir ein wenig dran. Oh, wir haben ein bisschen Bogen. Nice. Herrgottselig. Hä?
Da muss sogar. Achso. Ja, passt schon. Nevermind. Mutierte Kaugwappen? Ja. Haben wir als mutierte Kaugwappen auch durchgelassen. So. So, das heißt quasi, Moment einmal, wir haben jetzt alle Flaggen. Das heißt quasi auf gut Deutsch, wir müssen aber jetzt schon wieder kurz vom Boss sein. Ist das dann der dritte Boss heute, den wir First Trialing oder? Ich darf schon fast sagen. Erst einmal überall umschauen, ob wir da noch irgendwo eine Flagge finden. Aha, da hinten ist noch mal eine. Muss auch immer eine Flagge auf dem Baum da oben zu, aber okay. So, dann geht uns nur noch eine ab. Und darum haben wir einen recht schönen Überblick. Ja, da hinten geht's weiter. Schauen wir mal, das ist da noch anders irgendwo links aufgegangen, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, da. Oder führt das alles zusammen? Notiz eines verzweifelten Daoisten, okay. Ja gut, dann gehen wir mit da lang. Ausschlüssel des Daoisten. Oder der Daoistin. Entschuldigung. Ja, da geht's weiter oben. Aha! Brande der Sonne, ein klassischer Fall von Bossareal. Jetzt geht, sie fix, mir geht immer eine Flagge ab. Beim letzten Level auch schon. Oder waren das zwei? Ist eh wurscht, aber da fällt es aber nicht weit. Ja, Flagge hier oder her, mein Gott, das hilft ja nicht. Machen wir noch den Boss. Weil warum nicht? Haben wir wieder 3 Bosse geklickt heute. Also ich bin jetzt einfach mal so zuversichtlich und sag, dass man lenkt. Vogel! Oh. Ob das so eine gute Idee war? Was bist jetzt du? Eine mutierte Millikur oder was? Ja, okay, den haben wir nicht können sehen. Okay. Okay. Okay, ich glaube, wir werden mal nicht ganz First Try schaffen. Aber, oh, leck, der macht verdammt viel Schaden, der muss. Ah, okay. Bosspadder muss ich lernen. Der hat ein ganz komisches Angriffsmuster. Dem sein Angriffsmuster ist ein bisschen strange.
Aber nichts, was man nicht schaffen kann. So schwer war der ja gar nicht. Ich glaube, bei dem ist, eher ratsam, einfach zum Warten, bis er sein Ulti zündet, weil dann kannst du ganz einfach seinen Willen brechen. Ich glaube, das ist das beste Zubege bei ihm, bringt wahrscheinlich nicht allzu viel. So, nochmal schauen. Ja, überlebt mir das Spiel. Schaut dramatischer aus, wie es ist tatsächlich. Okay, braucht da andere Waffen. Genau, das ist der Angriff, auf den du einfach warten musst. Den wenn ich sauber getimed kriege, dann ist es ja easy. Krieg nicht getimed. Müsst halt einfach warten, dass er sich wegen mir auf mich konzentriert. Ich muss mal da. Okay, so geht's. Achso, das trifft mir, wenn ich hinter ihm stehe. Okay. Er kriegt überhaupt keinen Damage. Ja, ich hab dem seine Strategie, also dem sein Sinn schon verstanden, was da Phase ist. Ich muss mir jetzt aber auf alle Fälle mein Schwert wieder ausrüsten, weil ich mit dem viel besser kontern kann. One this. Ringknopfsäbel. Ist da. Mit dem tue ich mir leichter zum Kontern. Ja, wenn ich sein Crit-Angriff, also da wo er so rot aufblitzt, wenn ich den kontern kann, ist er total easy. Dieser andere, der gibt halt nicht so schnell Preis, wann er wo zuhaut. Das ist das Einzige. Aber sonst ist er eigentlich. Ich scheichne jetzt nicht. Also sage ich jetzt. Genau den meine ich.
So, jetzt ist sein erster Wille schon mal weg. So, das muss man nur da warten können. Ah. Ach, der greift jetzt. Okay. Wird ihm schon. Aber der ist du, ich bin noch nicht dazugekommen, sorry. Oh, Nerv. Der ist nein, den kenne ich nicht. Okay, er hat drei verschiedene Crits. Okay. Der Boss ist jetzt von alle denen, die wir bis jetzt erkannt haben, so ein bisschen der Unschönere. Die anderen, die waren alle easy. Also deutlich easier als wie der jetzt. Der war auch nicht so schwer, aber sonst. Aber ich hab mir schon angehört. Es ist ganz nach deinem Geschmack. Ich schaue, dass ich es morgen einrichte. Ich bin halt wirklich nicht dazugekommen, es tut mir leid. Ich hätte schon geschrieben, wenn es dann Command jetzt ein eigener. Au, los mich geh. Ah, ich muss da von der Ecke aus. Es ist blöd, wenn ich direkt in der Ecke drin stehe, da kann ich überhaupt nicht abschätzen, wann sein Hit kommt. Das ist ein bisschen doof. Kein Thema, ich hab keinen Stress. Ja, das weiß ich. Der Boss, der war so simpel. Der Boss war so simpel. Okay. Oh, und dann haut er vor mir so schnell zu. Hä, what the fuck? Okay, der fordert jetzt ein bisschen mehr Geduld. Der fordert jetzt tatsächlich ein bisschen mehr Geduld. Okay. Weil sein Angriffsmuster ist relativ einfach gehalten, aber sein Timing war noch halt Zuschlag. Das ist ein bisschen noch ein bisschen undurchlesbar. Zu viel Meerrettich ist er scharf. Ist auch scharf. Ja, das Viech aber nicht.
Aber nix. Jeder Boss wird früher oder später fallen. Was der fängt, das ist richtig gescheit. Der fängt straight mit seinem Crit an. Und ich weiß halt absolut nicht. Ah, wieder zu bald. Oh. Haben die jetzt so viele Tentakeln, da weiß gar nicht, welcher das die jetzt treffen soll. Okay. Der ist doch gar nicht so leicht, wie ich mir jetzt das vorstelle. Der ist tatsächlich, der ist jetzt mit Abstand der schwerste. Der ist jetzt mit Abstand der schwerste Boss von denen, die wir jetzt gemacht haben. Die anderen, die waren Pillepalle, das waren Kleinschulkinder. Oder Vorschulkinder, so soll ich sagen. Der ist jetzt tatsächlich einmal wirklich eine Herausforderung. Ja, mehr Tentakel als ein Hentai. Oh ja. Aber wir fangen jetzt, pass auf, wo wir jetzt wieder mit dem Crit anfangen. Nein, jetzt von daneben den Crit an. Okay, das war jetzt clean. Ich schaff's nicht, das zum Dodgen. Schaff ich einfach nicht gescheit. Ich dachte, das würde Dodge. Oh, perfekt. Okay. Ah, und da kommt wieder so schnell. Ja, perfekt. Ah, das ist so geschert, weil den nicht. Den kenne ich nicht, den macht er den haben wir jetzt zweimal gemacht. Ja, okay. Aber es wird besser. Es wird besser. It's getting better.
Ja, ich meine noch 2, 3 Versuche und dann schauen wir mal. Ich finde sogar, dass sie tatsächlich eher hinderlich ist. Weil sie lenkt den Boss von mir ab und ich weiß halt nicht, wen er dann anvisiert, praktisch. Hashtag Tentakel. Ist eher schon eine mega Entwicklung von Tentoxa, wenn du mich fragst. Ich wenn den einfach gedodged krieg. Ja, ich lass mich gleich killen, das ist zwecklos. Brauche ich gar nicht anfangen. Wenn ich jetzt schon eine Heilung brauche, ist es okay. Vor allem, mich wundert, ich hab doch eigentlich 5 Heilungen, oder nicht? Ich hab eigentlich 5 Heilungen, hätte ich doch gehabt. Weil 3 Standard, so ein Ding habe ich schon gefunden und im letzten Level ein zweites, also müsste ich da eigentlich 5 haben. Also rein theoretisch zumindest. Richtig. Ja, das ist genau das, was ich meine. Wenn sich der Boss nicht mehr auf mich fokussiert, dann wird es schwierig auszufinden, wo die Hitbox hier geht. Ja, das ist. Ich muss die anderen eben wieder heim lassen, ich weiß auch nicht. Ich sehe halt nichts. Hä, what the fuck? Okay. Das ist auch noch so ein Move, da weiß ich nicht, wann er zum Kontern ist. Also ich denke halt einfach, wenn er nach vorn stürmt, aber dann bin ich wahrscheinlich 1 oder halbe Sekunden zu früh oder zu spät. Aber ich sag schon, die Tussi da, die hilft mir ehrlich gesagt da gerade gar nicht weiter. Die hilft mir da überhaupt nicht weiter. Die lenkt den Boss mit seinen Angriffen von mir ab und der fuchtelt halt durchs ganze Ding und da weiß ich, er fokussiert nicht mich, ich krieg aber trotzdem eine gewischt, wann ich in der Nähe stehe. Das ist wieder zu bald. Ich krieg's einmal hin und dann. Wieder nicht? Ey, ich check das nicht. Ich check nicht, wann ich da genau dodgen muss. Das, wenn ich weiß. Wenn ich den Angriff easy gedodged kriege, dann ist es so viel einfacher. Aber das ist so das Gefühl, einmal so. Ich weiß auch nicht. Warte mal, kann ich die Brunzen da daheim lassen? Die nervt mich. Die nervt mich in dem Kampf eigentlich nur. Warte mal. Kannst du bitte heimgehen oder so? Geht leider nicht. Verdammt, die kann ich nicht daheim lassen. Okay, wo soll man? Keine Ahnung, was. Naja, gut, die werden wir halt mitnehmen müssen, das hilft das nichts. Und er ist tanky wie Sau. Hab ich schon festgestellt.
Okay, soweit so gut. Ja, ja, jetzt immer um sie kümmern, das ist gut. Ja genau, kümmert die um sie. Perfekt, jetzt sind nämlich komplett auf mich fokussiert. Okay, los mich da mal aus, da war ich überhaupt nichts sehe. Jetzt habe ich ihn zweimal so gekontert gekriegt und dann auf einmal. Es ist so schlecht. Ich bin gerade so schlecht. Total. Ja, waren jetzt mit 3 Minuten am Anfang, die wirklich gut waren und dann einfach Trümmerbruch. Und dann so viele unnötige Schläge kassiert. Naja, einfach so mal und dann haben wir einen Hut drauf für heute. Müssen wir das nächste Mal machen dann. Aber der ist echt eklig. Der ist eklig zum Bekämpfen. Weil er so eine große Hitzone hat. Gefühlt das ganze Schlachtfeld. Das Schlachtfeld ist relativ klar im Vergleich zu dem, wie groß der Boss ist. Der ist wirklich ein wenig ekliger. Deutlich ekliger als die anderen, die wir bisher gehabt haben. Die anderen waren, wie gesagt, Kindergeburtstag. Und ich kriege halt den einfach nicht konsistent gedodged. Oh, der ist so eklig. Was und dann auf einmal? Ja, ich habe 2 unnötige Treffer drin. Ja. Ich hab sauber 2 unnötige Treffer. So, wenn wir da hinmachen, muss die Frau im Mario Kart noch ein bisschen zeigen. Habst du Blushing haben und viel Spaß. Lipsi, danke dir fürs Dosa und viel Spaß im Mario Kart. Okay, mit einem positiven, mit einem guten Run müssen wir fast aufhören. Der war scheiße. Der war relativ scheiße. Weil ich mach dann. Nicht, dass ich mit schlechtem Gewissen in die Nachtschicht gehen muss. Das will man ja nicht. Aber der wird mir eine Zeit beschäftigen. Da muss man.
Weißt du, das ist genau das, was ich meine. Er visiert die anderen an, aber ich kriege einen Schaden. Das ist halt einfach. Ja, nicht sagen, gar nichts. Das Einzige, was man noch einfallen darf, wenn man wirklich gar nicht schaffen, dass man einfach noch mehr Gegner zusammenhaut. Den kriege ich nicht hin. Eben von links. Ah, das war deutlich zu spät. So gut. Ja, okay, aber der Run war relativ okay. Das passt. Der war relativ okay. Mit dem können wir aufhören. Das passt perfekt. Ja, es wird so werden, dass wir dann da wahrscheinlich dann beim nächsten Mal, dass wir da einfach noch ein paar Gegner kaputt machen, dass wir so Moral 17 oder so sind, Moral 17, vielleicht 18, dass wir uns ein bisschen leichter tun. Aber ansonsten wurde der Boss. Der Boss ist jetzt tatsächlich, wie ich eh schon gesagt habe, ist jetzt mit Abstand der schwerste bisher. Der ist. Wie sage ich denn? Der ist einfach nur riesengroß, hat ungefähr 2000 Arme und das Problem ist eigentlich nicht der Boss an und für sich, sondern dass das Gebiet einfach so klar ist und der Boss einfach so groß. Das heißt praktisch, dem seine Reichweiten ist unfassbar riesig und sie, also die Hong Ying dahinter, die wo die ganze Zeit mit uns mitläuft, die behindert in dem Sinne nicht, weil es nichts tut, sondern die behindert in dem Sinne, weil der Boss einfach random irgendwo hinschlagt. Und ich kann überhaupt nicht vorhersehen oder halt nicht gescheit vorhersehen, kommt der Schlag jetzt auf mich, kommt er auf sie, ist die Range auf sie kleiner oder kürzer oder größer oder schmäler als wir auf mich gerichtet. Das ist ganz schwer dann einzuschätzen. Also mir das persönlich jetzt bei dem Boss dass mir leichter fallen, wenn keiner dabei war. Wenn ich jetzt allein gegen die kämpfen hat. Oder gegen den. Dann war es tatsächlich leichter. Aber gut. So jetzt, wie gesagt, der Boss jetzt ist tatsächlich mit Abstand der stärker bisher. Die anderen waren einfach, das war einfach Pillepalle. Das ist jetzt so ein richtig typischer, für mich so ein richtig typischer Souls-Boss. Und was halt ich auch nicht gern mag, das sind Bossgegner, die wo halt so ganz langsame, so 3 Stunden lang ausheuerte Schläge haben, die wo halt 3 Stunden lang ausholen, bis das der Schlag dann tatsächlich kommt. Das ist selbst, das mag ich gar nicht gern. Und Ming hat kein Timing. Ja, aber genau, so. Aber, naja. Genau, also wie gesagt, den zipfelt man schon noch zusammen. Den zipfelt man auf jeden Fall noch zusammen. Da war es so aus. Wie gesagt, ich glaube, dass wir, wie gesagt, beim nächsten Mal einfach erstmal noch mit Backtracking machen. Dann finden wir vielleicht die andere Flagge noch, die wo uns noch angeht tatsächlich.
Und dann schauen wir, dass wir die Moral noch um 2 oder 3 Punkte nach oben bringen und dann ist der easy. Dann ist der sowas von easy. Der war an und für sich ist er ja gar nicht schwer. Der hat seine 5 verschiedenen Schläge, die wo er halt macht. Und die, wenn du da mal drin hast, gut, das ist halt bei jedem Boss, also wenn du die Schläge generell einmal kennst, die Patterns, dann ist ja jeder Boss easy. Aber der hat ja jetzt nicht viel Angriffsmuster. Der hat ein paar so Spinnereien und die haben leicht zum Lernen im Endeffekt. Aber gut. Danke für den Stream, bis bald. Leute, du brauchst dich bei mir gar nicht bedanken für den Stream, das mache ich gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht und schön, dass du warst. So, ich schaue jetzt. Ich schaue jetzt mal live. Ich konnte was Blöds wetten für das Spiel. Was denn? Jetzt schaue ich mal schnell, wer live ist. Haben wir eh sogar ein wenig überzogen, tatsächlich, ja? Wo so ein Boss es ausmacht. Oh, ich glaube, dann halt mal wieder zum Delay gängend. Der freut sich bestimmt. Ich weiß zwar nicht, wie lange er noch macht, aber den haben wir schon eine Weile nicht mehr geradet. Von daher, Freunde der Sonne, der spielt Pfeil des Stein, was auch immer das ist, das kenne ich nicht. Ich wünsche ganz viel Spaß bei ihm. Lasst ihm ein bisschen Liebe da. Ich habe leider meinen Raid-Command noch nicht geupdatet. Ich bin halt, wie gesagt, zu gar nichts gekommen. Ich schaue, dass er das spätestens morgen noch regelt. Genau. Ansonsten, Leute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder da warst. Schön, dass ihr wohlfühlt, dass ihr einen gemütlichen Abend gehabt habt bei mir. Viel Spaß beim Chris. Gern bei ihm noch Liebe da lassen, wer es noch nicht da hat. Das ist ein bayerischer Streamer aus Österreich. Zauberhafte Kombi, habe ich mal gehört. Komm gerne auf meinen Discord-Server, wenn du da noch nicht drauf bist. Lohnt sich bestimmt, weil du kriegst mit, wann ich live gehe. Also da kündige ich immer an, wenn es Livestreams gibt. Am Mittwoch komme ich normalerweise wieder live. Da spielen wir aber dann erstmal mit der Nuzlocke weiter, mit der Pokémon Blau Nuzlocke. Ich schaue, dass wir vielleicht am Wochenende irgendwann noch einen Stream machen. Das kann ich jetzt noch nicht versprechen, weil wir jetzt die Woche tatsächlich in der Wohnung wieder mehr zum Tun haben. Aber Mittwoch sollte noch fein gehen. Okay? In diesem Sinne, einen schönen Abend euch, eine schöne Woche dabei. Merci nochmal für den Support halt wieder und fürs Doser und viel Spaß beim Chris. Und ja, wird euch servus und bis spätestens Mittwoch, würde ich sagen. Haut euch eine.